Freitagvormittag in Höselwang. Arbeitsbeginn für Manuela Hollerbach. Sie töpfert heute Geschirr für einen Sternekoch. Und da kommt jetzt der Ton mittig drauf. Erstmal dreht sie ganz normale Teller. Doch gleich wird sie jedem eine besondere Form verleihen. Die Idee dazu kam ihr in Dänemark, am Meer. Mich hat das total fasziniert, weil da gibt es ja ganz tolle Unterwasser-Graslandschaften, die dann eben auch so in den Wellen wogen. Und irgendwie, also das war noch so ein frischer Eindruck vom Urlaub, habe ich mir dann eben gedacht, dass es ja eigentlich schön wäre, wenn man diese Wellenbewegung eben auf den Teller irgendwie übertragen könnte. Die Lösung? Den perfekt gleichmäßigen Rand wieder zerstören. In Wellenform. Zu der Zusammenarbeit mit Sternekoch Edip Siegel kam es durch einen Zufall. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Sternekoch in so einem kleinen Ort wie Höselwang in den Laden marschiert, ist ja jetzt nicht unbedingt groß. Und ich meine, für mich das Besondere daran war, dass das tatsächlich ein kleiner Traum war, weil ich natürlich dänische Restaurants, die sich eben gute Keramiker holen, das fand ich immer toll und habe mir immer für mich gedacht, sowas, wenn mir mal passieren würde. Und ja, deswegen, also ich konnte es eigentlich kaum glauben, dass das dann tatsächlich passiert ist. Aber manchmal, ich glaube, die Energie folgt manchmal der Aufmerksamkeit. Dorfkind heißt Manuelas Label, das sie nach 20 Jahren Töpferpause gegründet hat. Sie ist Innenarchitektin, hat aber auch eine Ausbildung zur Keramikerin. Ich wollte nach dem Abi nicht sofort studieren, sondern eben erst in einem Handwerk arbeiten und habe halt dann lange überlegt, was jetzt das richtige Material ist. Und Keramik, das hat mir eigentlich schon immer am besten gefallen, das plastische Material, dass man eben beim Arbeiten mit Ton eigentlich mit allen Elementen zu tun hat. Also man formt die Erde, man benutzt Wasser dazu, es wird getrocknet mit Luft und es wird mit Feuer gebrannt. Also ich finde es einfach faszinierend, was da alles mit reinspielt. Seit 6 Monaten arbeitet sie schon an den wellenförmigen Tellern. Gemeinsam mit Edip Siegel hat sie die Entwürfe immer wieder überarbeitet. Erst gestern haben sie sich für den endgültigen Farbton entschieden. Ja, für mich war das natürlich schon eine Erleichterung, dass die Farbe jetzt endlich sitzt, weil der Termin für die Lieferung rückt halt näher. Die Sachen sind eigentlich schon gedreht und war halt jetzt super wichtig einfach, dass die Farbe jetzt definiert ist und dass das passt, weil sonst hätte sich halt alles verzögert. Also das war jetzt schon ein langer Prozess, bis das jetzt alles gepasst hat. 60 Teller soll sie dem Restaurant liefern. Und ob die Glasur bei allen gleich wird, zeigt sich erst nach dem Brennen. Das Rosa soll später weiß sein. Manuela nutzt immer dezente Farbtöne. Die sind zeitlos und lassen sich gut kombinieren. Während die Teller trocknen, geht's ans Packen für eine andere Lieferung. Dazu ist auch Manuelas Sohn Jakob vorbeigekommen. Ja, wenn mal Not an Mann ist, dann muss man mal mit anpacken. Ein bisschen die Mama entlasten. 4 Tage die Woche arbeitet Manuela als Produktdesignerin. Freitag und Samstag töpfert sie hier. Überträgt sich ihre Leidenschaft? Ich habe es tatsächlich auch mal ausprobiert. Ich fand es wirklich faszinierend, diese Bewegung, dass man, wie sie selber gesagt hat, so diese innere Mitte finden muss, dass man sich selber erden muss, selber zur Ruhe kommen muss, da dieses Gefühl einfach so gleiten lassen einfach und dann eins werden mit dem Ton und hat schon was Faszinierendes. Aber ich glaube, auf Dauer ist sie dann doch talentierter als ich. Manuela hat sich mit der Werkstatt einen Traum erfüllt. Nach 20 Jahren Pause kann sie wieder eigene Produkte herstellen und direkt hier im Laden verkaufen. Bis es neue Formen ins Sortiment schaffen, probiert sie viel herum. Keramik, die nicht perfekt ist, landet auf dem heimischen Küchentisch. Die ganze Familie legt Wert auf Ästhetik. Drei Wochen später. Manuela hat es geschafft und kann die 60 Teller pünktlich in Edip Siegels Restaurant bringen. Bist du zufrieden mit dem Laden? Ja, ich bin sehr zufrieden. Ich finde, dass das hier also wie so eine, wie diese Wassergraslandschaften unter Wasser eben geworden ist. Und eben auch mit den dunklen Tiefen und mit den Schattierungen im Grün. Also das
war jetzt am Schluss wirklich nochmal eine ganz positive Überraschung, dass es die Farbwelt auch so gut getroffen hat eben. Nach monatelangem Tüfteln kommen die Teller heute zum Einsatz. Welches Gericht darauf landet, weiß Manuela aber noch nicht. Im Essenz wartet Edip Siegel schon. Oh, ich bin schon ein bisschen amüsiert. Ja, ich auch ein wenig. Du auch? Ja, ein bisschen. Dann lade ich mal aus. Lad mal aus und dann sehen wir uns gleich. Mehr als 2800 Geschirrteile hat Manuela schon für das Nobel-Restaurant angefertigt. Der Küchenchef setzt auf Regionalität. Dass die Teller auch von hier kommen, ist also nur konsequent. Was sagt er zu den neuen? Cool geworden mit dem Gießrand, ne? Also das ist so ein bisschen, Auster trifft ganz gut, glaube ich. Schon, oder? Das ist halt richtig, weißt du, dieses, wenn es so richtig reinläuft. Ja, ich finde die Bewegung toll, die es innen drin auch hat. Und es ist jeder halt anders. Also der ist ein bisschen matter, die sind glänzender. Beim Gestaltungsprozess hat sich der Koch stark eingebracht. Auch wenn ihm der erste Entwurf eigentlich schon gut gefiel. An die Biegel-Kollektion ran, was ich meine? Der war wunderschön, aber es muss halt auch für mich passen, von den Proportionen her. Der war mir fast ein bisschen zu klein für ein Gericht. Ja, das heißt, das ist, wenn der Teller zu klein wird, dann sieht alles sehr geengt aus. Ja? Und dann wirkt so ein Gericht nicht. Für mich muss ein Teller auch wirken, was das angeht. Ja? Deswegen haben wir auch viel rumgetüftelt von der Größe, von der Form. Also das heißt, wie tief ist der Teller, wie funktioniert der Teller. Deswegen muss jeder Teller für mich eine kleine Mulde haben. Das heißt, die Soße zentriert sich. Auch das passende Gericht für den Teller wird mit der Zeit entwickelt. Erste Idee: eine Lachsforelle. Manuela sieht das alles zum ersten Mal. In nur einem Jahr haben sich Edip und sein Team 2 Sterne erkocht. Dieses Niveau sieht man seiner Kreation auch an. Das wäre jetzt so ein Gericht, was ich mir ganz gut drauf vorstellen könnte, was glaube ich, sehr gut funktionieren würde und auch im Essgefühl sehr gut ist. Was man hier gut sieht, dass die Soße zentral bleibt, dass sie nicht über den ganzen Teller verläuft, sondern es bleibt alles recht kompakt gehalten. Manu hat sehr gut gearbeitet. Also ich bin total überrascht, was jetzt eben auf dem Teller gelandet ist. Ich konnte mir ja vorher überhaupt nichts drunter vorstellen. Und ich bin auch total fasziniert, wie viele feine Arbeitsschritte und was für eine Feinmotorik das auch voraussetzt und wie exakt man dann für so ein Gericht arbeiten muss. Also das unterscheidet sich schon sehr von dem, was man normalerweise daheim macht. Aber es ist wunderschön. Und noch ein letzter Test. Wie macht sich die Keramik im Restaurant? Ja, wie schön die Teller wirken hier auf der Tischdecke, auf der Leinentischdecke. Das ist nochmal ganz anders als in der Küche. Ja, absolut. Das wirkt viel weicher, aber es ist immer noch was ganz anderes. Und das ist, ich finde, es wirkt natürlich. Das ist so für mich das Wichtige. Aber muss mal die Soße mitprobieren. Was war das jetzt? Apfel, Rettich und Sellerie. Oder? Super. Und genau das.